Normalerweise reite ich immer auf dem, aber heute fahre ich ausnahmsweise mit dem Roller. An einer Frau kommt man in der altbayerischen Herzogstadt Aichach im Wittelsbacher Land nicht vorbei, an Brigitte Neumeier. Ich bin eine geborene Aichacherin und mit Herz und Blut Aichacherin. Bin im Stadtrat, im Kreistag und auch dritte Bürgermeisterin und fühle mich auch beehrt, dass ich dieses Ehrenamt gekriegt habe. Und ich brenne für Aichach. Aichach ist ein Gefühl. Es ist kein Lebensgefühl, es ist ein richtiges Gefühl. Heute ist die Neumeierin, wie so oft, unterwegs zu ihrem Schloss, dem Wasserschloss Unterwittelsbach. Genau genommen ist es natürlich im Besitz der Stadt Aichach, aber Brigitte verwaltet es als Kastellanin und fühlt sich auch mit den ehemaligen Bewohnern und ihrer Geschichte sehr verbunden. Wir sind ja in Unterwittelsbach und in Oberwittelsbach, gleich hinter uns am Hügel oben, ist ja die Stammburg des Hauses Wittelsbach gestanden. Und das bayerische Herrschergeschlecht hat sich auch nach den beiden Orten Ober- und Unterwittelsbach benannt. Und da sind wir eigentlich schon sehr, also da freuen wir uns schon sehr drüber. Und im Besitz war es genau 120 Jahre der Herzogin in Bayern, also Herzog Max. Der Vater von Elisabeth, von der Sissi, späteren Kaiserin von Österreich, hat es ja erworben, 1838, und hat es als Sommersitz, als Jagdsitz genützt und auch immer seine Burg bezeichnet. Also es war ein Lieblingsaufenthalt des Herzogs. Bin ich sehr schwer stolz drauf, ganz schwer. Auch Sissi hat hier manch unbeschwerte Stunde verbracht, in ihrer Kindheit. Zeugnisse davon und weit darüber hinaus sind in Ausstellungen über Kaiserin Elisabeth und über ihre liebe Verwandtschaft zu bewundern. Sorgsam zusammengetragen von Brigitte, die seit über 20 Jahren hier das Zepter schwingt und den Staub bekämpft. Ich bin Kastellanin im Schloss, ich kümmere mich praktisch um die ganzen Ausstellungen, bereite die Ausstellungen auch vor, organisiere die ganzen Ausstellungen und jetzt bin ich mit meinem Staubwedel unterwegs, weil bei uns natürlich das relativ schnell verstaubt durch den Bretterboden und eine verstaubte Ausstellung will niemand sehen und darum bin ich mit meinem Profi-Wedel unterwegs und das funktioniert immer ganz, weil da fühle ich mich aber ganz königlich. Von klein auf hat Brigitte von einem Schloss geträumt. Und für ihren König, gemeint ist Ludwig II., hat sie eigens lesen gelernt. Durch meine Oma war halt in Linderhof und da war es dann passiert, dieses Gold und Prunk und da hat ja eine traurige Geschichte von dem Ende, der Tod dieses Mannes. Und dann ist es relativ schnell gegangen, dass ich dann lesen gelernt habe, weil ich wollte ja das ja immer alles wissen. Seit damals hat sie alles Lesenswerte über die Wittelsbacher verschlungen. Und das tut sie noch. Da kenne ich mich aus. Bei mir ist ab 1806 auch Königreich. Bis jetzt. In Bayern und von Bayern. Nein, da bin ich relativ gut durch. Also da nehme ich es mit jedem auf. Neben dem Schloss und der angrenzenden Kapelle schaut die Neumeierin auch regelmäßig beim 5,6 Hektar großen malerischen Schlosspark mit uraltem Baumbestand nach dem Rechten. Heute gemeinsam mit Albert Meyer vom städtischen Bauhof gibt es doch derzeit Probleme mit einem übereifrigen Biber. Haben wir da noch so Dinger drin? Müssen wir schauen. Da müssen wir halt schauen, Brigitte, dass wir da die Kontrolle machen, dass keiner wackelt, dass das keine Unfallgefahr ist. Das ist richtig. Ich weiß ja nicht, was der Biber dann halt noch macht. Weißt, das ist nein, das ist tagtäglich, das weißt du nicht. Und das sieht man ja da. Ja, Schwemmgut ist da. Also wir haben ja hier ein Wasserschloss. Also wir haben 3 Weiher. Im vorderen Weiher steht das Haus, also Schloss, auf Pfählen, auf Eichenpfählen, also wie Venedig. Und der hintere Weiher ist mehr oder weniger so ein Biotop. Wir haben 40 verschiedene Vogelarten im Park. Wir haben sogar eine Wasserschildkröte seit 9 Jahren. Luise kann natürlich auch ein Max sein, das wissen wir jetzt nicht ganz genau. Und auch der kaum zu bändigende Wildwuchs rund um ihr Wasserschloss macht Brigitte zu schaffen. War schon da das ganze Pflichterzeug, kann man das nicht einmal. Das ist ja Brennnesselplantage, das schaut ja aus. nein, ja, aber jetzt ist es grün, jetzt darfst du es nicht machen. Ich weiß schon. Wegs. Aber wenigstens da fahren, wo die Leute über die Brücke kommen. Ja, sowas kannst du schon weg da normalerweise. Wieder da. Ja, das treibt. Aber das ist halt unser Schicksal, dass wir halt das regelmäßig machen müssen.
Ich meine, das Haus ist ja schon fast 1000 Jahre alt und man darf jetzt das nicht sagen, das alte Klump. Also man muss mit dem Schloss leben, weil das Haus, ja, ist ein bisschen eine verrückte Idee, aber mir kommt das immer vor, wenn es leben darf. Und mit ihm lebt die Neumayerin samt Staubwedel. Als Kastellanin, Kuratorin und Schlossgeist. Umgeben von dessen unvergesslichen Bewohnern.